So, Freunde, heute vielleicht mal ein bisschen Vollgas geben hier bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom, wo ich die letzten zwei Folgen ja echt eher ein bisschen lau unterwegs, muss man zugeben. Wenn man zum Teil auch ein bisschen doof anstelle. Leider Gottes. So, primär will ich vor allem da unten zum Schrein. Wir haben da auch irgendwie ein neues Feed, da bin ich auch schon mal sehr drauf gespannt, was das für eins ist. Ob er uns entdecken wird. Oh, schon tot. Das ging schnell. Kakuda-Flügel. Kakuda sind das. Visier permanent bewegliche Ziele an. Was macht die jetzt da? Kommt ihr runter? Ja, kommt. Kein Bock auf die. Wozu auch? Ich will lieber zum Schrein. Wir müssen ja langsam aber sicher unsere Herzen da auffüllen. Was uns ja vor einiger Zeit schon das ganze Miasma schon geklaut hat. Frechheit sowas. Tsutsuya-Schrein. Aktivier plus Teleporter, wie gewohnt. Immer sehr gut. Natürlich in einer Open-World-Map, das Spiel generell ist natürlich immer sehr gut, wenn du viele Teleportpunkte hast. In Bewegung. Oh, das klingt nicht gut. Die Truhe ist weg. Ups, falsch Modul. Nee, du kommst schön mal hier hin, ja? Mit Rädern dran, interessant, kann die irgendwie auch wegnehmen. Tja, jetzt wär's nirgends mehr hin, wa? Die Dinger sind eine Ballkapsel packen, wäre natürlich auch geil. So. Darf ich sogar selber welche zusammenbauen. Sehr gut. Du musst dann da hochfahren, wohl, wa? Okay, das wird jetzt nicht so das Problem sein. In welche Richtung sind die? So, wa? Okay, was machen wir anders? Ja, super. Gut. Und nochmal anders. Ich war die ganze Zeit krass. So, warte mal, muss er nochmal machen. Nicht runterfallen, bitte. So, schon besser. Gut. Der zeigt auch noch nach vorne. Sehr gut, sehr gut. Wagen gebaut, Wagen steht, Wagen kann fahren. So.
das hätten wir auch. Und dann hier manuell bewegen oder vielleicht Zeitumkehr. Gut, hätte sein können, dass es schon mal gemacht wurde. Hä? Du musst in Bewegung bleiben, das Teil, okay. Nein! Mann, falsch. So, fahr. So geht's vielleicht besser, wa? Wieder zwei von denen. Dasselbe Auslaufmodell. Hä? Die brauchen ja eine Reibfläche. Ach so, warte mal. Also jetzt bloß eine Idee. Ja, ist uns gefährlich, komm. Packen hier drauf. Ja, okay. Das Gute an dieser Synthese oder Ultraharm-Fähigkeit, doch Ultraharm besser gesagt, Fähigkeit ist ja, du kannst zwar die Gegenstände frei miteinander kombinieren, aber es wird da schon ein bisschen vorgeben, beziehungsweise das Spiel repariert sich selber, wenn es merkt, oh, warte mal, das geht gerade nicht. Da kommt was. Nee, komm. Ich will schnell draufhauen, aber nee, komm, lass. Tsching. Schrein geschafft. Das schreien ich ja vor Freude. 6 Stück. 2 Stück Film noch und dann direkt 2 Herzcontainer holen. Also zurückholen, ne, besser gesagt. Weil Miasma. Dann hätten wir 6. Das wäre, glaube ich, eher so eine Zahl, wo ich mich vielleicht sogar auch in den Untergrund getrauen würde. Ich meine, andererseits, das Spiel hat von Anfang an gesagt, ich gehe in den Untergrund, also eigentlich kann es von dem her nicht so gefährlich da unten schon sein. Vermutlich ist eher das, was ich hier treibe, gefährlich. Aber das Risiko muss ich eingehen. So. Gibt es hier noch etwas in der Nähe, was ich machen muss? Moment, da haben wir es gerade gesehen. Da ist einer runtergefallen. Ich muss schon fast zum Turm zurück teleportieren, wenn er da wieder hochfliegen und ins nächste Gebiet kann, aber... Noch einer. Ja, solche, da bin ich auch keinen Bock drauf auf die. Oh, Bienen. Sind Bienen noch so nervig wie früher? Ja, merkst du gleich. Ich will mir 100 Bienen. Sag mal, wieso fliegen hier ständig Dinge runter? Komm auch neben dem hier. Der Monster, da gehen wir auf den Sack. Aua. Bist du jetzt eigentlich das Ding hier, das runtergefallen ist? Nee. Hä?
Ah, dort! Da drüben ist es. Wo ist bloß die Monster, wenn man sie mal brauchen könnte? Okay, das ist nur irgendwie grün. Mal gucken, wie das funktioniert und auf welche Insel ich so komme. Kann natürlich auch sein, dass diese Dinge runterfallen bei den Karten, wo ich bereits den Turm aktiviert habe. Wenn es zwar ein bisschen schräger noch gesagt, aber fällt es einfach da runter. Naja. War jetzt hier oben irgendwie auch nichts, wenn der Räder sein soll. Nee, komm, nehmen wir lieber einen Turm. Okay, das war jetzt irgendwie mau, besser gesagt. Also sieht irgendwie auch krass aus. Archipel von Süd-Hyrule. Mhm. Ich glaube, hier noch südlicher müsste dann schon. Beziehungsweise hier noch südlicher müsste ja eigentlich der Ort sein, wo ja der Schrein der Wiederauferstehung ist. Eigentlich. Gras schneiden, Aufwinde, ja, danke, das Spiel ist nochmal erwähnt. Ich habe explizit erwähnt. So, der ist definitiv noch da oder wieder da, aber da vorne ist gar keiner mehr, wa? Ich kann noch mal gucken, was ich die Dinger da hinten abfeuere. Oder macht ordentlich Schaden bei ihm. Wir haben noch irgendwie so andere Augen bekommen kürzlich. Von neuen Viechern hier. Kakuda Dinger. Mhm. Genau, will mal so ein Horn draufpacken. Da macht es mehr Schaden. Zum Fritti ist er ganz schnell unterwegs. Dann die andere Form, aber ein bisschen mehr Damage gemacht. Schießt der nächste wieder. Donnerblumen haben wir zwar auch noch, ich weiß. Und die Alpha-Klinge ist futsch. Bossbaukauer oder Bossbockhauer. Aber nicht irgendwie da noch genau so eins, oder? Und dann
Warte mal. Synthese. Nein, wenn ich es jetzt versuche, zum Beispiel jetzt mit so einem Horn. Du. Mach guten Damage, Freunde, guten Damage. Die Monster bleiben offenbar tatsächlich tot, außer ich war jetzt einfach nur zu früh dran, weil ich noch nicht richtig neu geladen habe oder so. Das könnte natürlich auch sein. Okay, jetzt haben wir natürlich auch viele Materialien verbraten, so auch neue bekommen. Erstmal wieder ein bisschen sortieren zwar auch. Verwendet, Sonderbauteil zuerst nach Typ. Und da fliegt alles weg. Oder bloß gucken, was hier in den Kisten drin ist. Außer ein paar Rösteicheln. Naja. Egal, Freunde, egal. Sehr gut, 4er platt gemacht, neue Waffen bekommen. Ich frage mich, ob ich mit der Synthesefähigkeit den auch... Nee, ernsthaft? Wir haben natürlich jetzt keine Waffe mehr, nichts mehr. Und sogar das Teil darauf packen könnte. Auf dem Reiseschild, genau. Warum eigentlich nicht? Testweise, haben ein paar. Okay. Wird aber kleiner. Da ging aber eigentlich gar nichts. Ah, da natürlich nicht irgendwie so dreidimensional denken. Ne? Muss da ein bisschen simpler quasi denken. Dafür haben wir jetzt eine coole neue Waffe. So. Ein paar Inseln haben wir da auch. Warte mal. Wir haben da sogar... Hier, auf dem war ich schon. Den anderen da drüben gar nicht gesehen, das letzte Mal. Da ist auch eine Himmelsinsel. War ein bisschen anders. Okay, man kann hier machen. Feen! Okay. Ja, scheiße, natürlich eine Flasche. Ich glaube auch sonst nichts, um mich irgendwie einfangen könnte. Warte mal, wie war das in Breath of the Wild schon wieder? Oh, coolen Gleiter. An geiler Position, beziehungsweise. Wozu der gut sein soll an der Stelle, weiß er zwar auch nicht. Energiesphäre und sogar Raketendinger. Ich weiß gar nicht mehr, kann ich die Feen einfach so mitnehmen? Muss ich irgendwie ein Fangnetz dafür haben? Ich glaube nicht, einfach so mitnehmen. Eigentlich. Weil natürlich in alter Zelda-Manier würdest du jetzt sagen, okay, du nimmst eine leere Flasche und packst sie rein. Das wird halt hier ein bisschen schwierig. Aber trotzdem nice. Muss man schon sagen, ne, das bisher finde ich wieder eine gute Folge. Wir hatten auch schon andere, muss man zugeben.
Die macht da richtig, richtig Spaß. Gut, Bluthuhn haben wir zum Glück auch schon lange keine mehr. Die Feen kommen nicht zurück. Ich weiß gar nicht, müssen wir vielleicht anschleichen, um die zu kriegen? Ich glaube schon, wa? Das war irgendwie so. Okay, hier ist sonst auch nichts. Natürlich mit dem Gleiter hier. Hä? Ich meine, ich habe ja noch ein paar Gleiter dabei. Was in dem Ding jetzt machen soll, weiß er zwar auch nicht. Ich meine, den darüber irgendwie hochschießen kann. Okay, das wäre eine Option, aber oben hat sie gar nichts. Haben wir schon geguckt. Die Raketen dran mutieren. Ja, aber wozu? Wenn er einfach höher aufsteigen kann. So, Dinge können ja schweben eigentlich noch. Und ich frage mich natürlich. Kann Dinge auch so nutzen. Okay, sehr lange hat es nicht gedauert. Aber wir bleiben hier oben, das ist natürlich schön. Gut, die Frage ist jetzt natürlich auch, bin da eigentlich wieder zurück im Skyler auf. Tatsächlich, das ist vergessen Himmelsinsel wieder. Nee, warte mal, hä? Ich wollte gerade sagen, das ist was Neues. Auf den Dingen waren wir gar nicht. Ja gut, jetzt von einer anderen Plattform aus hätte natürlich jetzt, also die weiter unten ist, natürlich den Gleiter nutzen können, um darüber zu kommen. Jetzt aber so, ich meine, warum nicht, wenn ich schon mal eine Gelegenheit habe, darüber zu kommen? Die da oben schaffe ich es zwar nicht mehr, aber ich will ja eher eigentlich wieder da rüber zum Turm. Bin ich gar nicht mal so schlecht unterwegs eigentlich. What the fuck? Womit schießt du denn, Alter? Das Bombenpfeil oder was? Ende im Gelände. Jetzt sag mir nicht, du hast... Nee, hä? Der hat irgendwie... Ich hab trotzdem nur so viele... Hä? Sah aus, als hätte der ganz... Oh, nur so Pfeile, scheiße. Hat er die Dinger hier an den Bogen rangepackt? Moment, geht das? Der will so die Axt packen und die Rakete, aber mit Pfeilen, also geht das so nicht, wa? Hm. Aber trotzdem krass. Was haben wir hier Schönes? Magiesphären. Erst vielleicht nochmal die Waffe, weil die Dinger hier sind zwar schon cool natürlich, gar kein Thema, aber erstmal die Dinger hier, die schwächeren Waffen quasi loswerden.
Finde ich auch nichts. Ich überlege gerade, habe ich hier vielleicht irgendwie nochmal ein Krockrätsel oder so etwas? Das würde zur Umgebung hier passen. Sieht nicht so aus. Darum glaube ich es irgendwie auch nicht. Okay. Sah cool aus. Ich frage mich gerade, wo ich wohl hinkomme, wenn ich hier nicht Synthese, sondern Ultrahand. Wenn ich den jetzt einfach mal so dran binde, wa? Den lassen wir mal so. Beziehungsweise soll ihn einfach so mitnehmen. Einfach mal so drauf. So. Okay. Das dachten wir schon beinahe, aber er wollte nur mal sicher gehen, ob ich wirklich 2 brauche. Hä? So kommt man natürlich auch höher. Sogar sehr viel höher. So, das ist die Ursprungsinsel, wo wir mal waren. Da vorne ist so ein seltsamer Borgkubus. Keine Ahnung, was der zu bedeuten hat. Sicher nichts Gutes. Oh, das ist ein Drache. Das ist eine Grauensorte, wa? Ja, das ist eigentlich noch nicht richtig. Ich hoffe irgendwie was Besseres, womit ich irgendwie fliegen kann. Weil das aktuell, was wir so drauf haben mit dem Gleiten, so mit der geringen Ausdauerleiste, wir haben noch ein bisschen schwierig, um auf den Drachen zu kommen. Aber ich gehe erstmal da rüber, wa? Dann von dem vielleicht darüber und so komme ich auch relativ schnell zu den anderen Türmen. Oh. Da sind irgendwelche Wächter da unten. Dann nicht mehr so viele Pfeile. Da ist eine Feder drüben schon wieder. Oh, nicht gut. No. Aber nicht gesehen. Och nö, komm schon, Spieler. Kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt ist das Ding halt weg. Wieso bin ich nicht da oben? Ah, das sind so Momente, wo einem das Spiel irgendwie den Mittelfinger zeigt. So, und das so direkt sagen muss, aber es ist doch wahr. Ja, kein wohin jetzt. Ich sehe Türme hier oben oder hier unten zu wenig. Das ist ein normaler Falke, wenn man so will. Da unten könnte ich hin, aber wo... Ah, da ist nochmal so ein... Da ist nochmal so ein Wächter mit 2. Okay, da könnte funktionieren. Voll fies, war voll überfallen. Oh. So wollte ich es eigentlich nicht haben.
Ja, nicht ganz, was ich vorher war, aber immerhin. Es könnte trotzdem reichen bis da drüben. Natürlich jetzt voll den scheiß Wächter in die Arme laufen. Wohin guckt er, damit er mich nicht anschleichen kann? Hä, wo ist er hin? Ah, da ist er. Ein stärkeres Modell, er lebt noch. Naja. Beta-Kriegerkonstruktoren. Oh, wieder eine stärkere Variante von denen. Also tatsächlich. So. Ein Fiddling, wir finden wieder was Neues, ist doch schön. Art und Weise. Ich kenne einen Ort, wo ich irgendwie unbegrenzt Sonnenblumen farmen kann, damit ich so auch Fische leichter farmen kann. Fee! So ging das bei Breath of the Wild. Immer in anderen Zelda-Spielen kennt man es ja von wegen, oh, du brauchst erstmal eine Flasche, um die zu füllen. Hier brauchst du zwar auch eine Flasche, aber sind automatisch in der Flasche drin. Ah ne, doch nicht. Hä? Das ist einfach so hier. Von selbst. Da hat ein Feen auch am Tag. Okay, gut. Gut, seien wir ehrlich, es ist irgendwie auch die humanere Praktik, weil weiters, als man ja bei den alten Zelda-Spielen schon anpranken konnte, von wegen, ach, so eine arme Fee sperrt man ein, was soll das? In der Flasche vor allem. Jetzt ist sie zwar in der Hosentasche, aber hey. So, eben wie bereits erwähnt, die Fische hätte ich zwar schon gerne, aber da ich momentan auf Pfeile verschwende, finde ich jetzt nicht so cool. Noch ein paar Feen, die sparen wir uns für später auf. Hier ist so einer, okay, mit ein bisschen mehr Wumms versehen. Ja, das hatten wir schon mal. Guck mal, da drüben scheint doch wieder eine größere Art von Insel zu sein. Natürlich nicht ganz so groß wie das Teil hier hinten, aber doch etwas größer. Hä? Bewegt das oder was? Tatsächlich. Ist so eine Frame-Geschwindigkeit quasi, aber es tut sich was. Okay. Der kann die Dinge einfach abknallen oder was? Au, au, au. So, was kriegen wir hier für schöne Kugeln? Kugeln oder Lugeln? Was war schon wieder? Gab schon die Dinger, wa? Ich bin nicht mehr so sicher. Scheinwerfer. Der Sonnenbauteil lautet zwar nur in eine Richtung, auch nicht sehr weit, ist aber nachts auf dunklen Straßen und Höhlen trotzdem hilfreich. Eine Rakete. Kann nur in einer sehr kleinen Zeit genutzt werden, das haben wir schon gemerkt. Zeitbombe. Ja, Mann, wie geil. Gibt auch Zeitbomben.
Rädchen. Mhm. Natürlich cool wäre, und ich hoffe, das geht auch bald, dass wir halt Fahrzeuge bauen können, die auch irgendwo, die wir stationieren können, die wir dann behalten können quasi, die wir dann aufs Neue bauen müssen. Gut, aber wozu? Also wozu soll ich die Vorrichtung hier nutzen? Man sieht beeindruckend aus, klar, aber wozu? Fahrt ja dahin. Ich guck mal, wa? Die Karte irritiert mich ein wenig. Geht's unten weiter? Ah, da unten ist noch was. Das ist ja so ein Megalolit-Dingsbums. Aber ob der irgendwie auch dazu da ist, damit wir halt wieder so die Dinger holen können, diese Konstrukte. Diese Bauteile, die wir schon mal hatten. Das Ganze hier oben erinnert mich ein bisschen an die Himmelsinseln aus Twilight Princess, also im Himmelstempel her. Die sahen schon ähnlich aus. Der Typ da drüben ist auch nervig. Ist recht voll abgeschossen, also, beziehungsweise unser Bauteil hat abgeschossen. Voll der Agro-Typ. So viel hat es hier nicht. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Ich hätte gehofft, dass irgendwo vielleicht mal noch eine seltene Truhe oder so irgendetwas wäre. Also eine Truhe mit irgendwelchen Sonau-Gegenständen. Rüstungen vielleicht sogar, keine Ahnung. Also, bisher, wir sind noch lange nicht so weit. Wenn ich alle Inseln hier gesehen hätte. Die Folge ist eh gleich wieder vorbei. Das heißt, ich muss jetzt hier mal ein bisschen gucken. Habe ich jetzt mal in die Richtung gedreht, weil man kann natürlich auch darüber drehen, zwar einen Typen da. Nur damit ich da zu dem hinkomme, aber pff. Hä? War ja mal ein Schrein? Hier ist immer noch einer. Man sieht ihn bloß nicht. Dem Schrein da, dann schenken wir dir ein Licht aus der Finsternisband. Schrein im Archipel von Süd-Hyrule. Okay. Schrein, die man erst quasi aktivieren muss. Kennen wir von dem ja auch aus Breath of the Wild, hatten wir auch schon mal. Die Frage natürlich, wovon ist die Rede? Da ist ein fetter Laserpointer. Da ist ein Sonai-Konstrukt, Sonau-Konstrukt. Das zeigt er dorthin, wa? Oh, der macht nix. Was ist das da? Oh, das ist eine Truhe. Kann ich die irgendwie... Nee, ich bringe die nicht von da weg, wa?
Okay, schade. Das heißt trotzdem erstmal das Konstrukt. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie vielleicht dieser Kristall drin ist, wovon gerade die Rede hier war. Oh, ist aber sehr empfindlich, ey. Alter Schwede. Okay, vielleicht umdrehen, damit ich ihn dann richtig habe. Ich meine, ich könnte theoretisch versuchen, ihn auch so zu kriegen. Wollen wir einfach einmal umdrehen, wa? Ne, warte mal. Ich mach's so. Okay. Dann halt nichts. Jupp. Eine alte Karte. Okay, das Ganze langsam ein bisschen mysteriös. Ansonsten hat es da nichts mehr. Was ist denn das für ein Gebilde, ey? Alter Schwede. Hatten die so noch Langeweile oder was ist los? Von der Todesberg. Alter, das Meer aus dem Todesberg, das reicht auch weit. Mit der Karte, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Drüben haben wir den Kristall, so wie es aussieht. Jo, ich würde sagen, machen wir so, ja. Kristallbuskarten, nächste Folge. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir, was mit diesem Laser sein soll, weiß ich auch nicht. Nächste Folge dann wieder in Richtung eines Schreins unterwegs sind, eines Turms sogar, ein neues Gebiet oder was auch immer wir uns entdecken werden, wa? Ich würde sogar wieder ein bisschen Hauptstory machen. Wir lassen uns einfach überraschen, wa? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bye bye!